Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Das mal stehe am Rhein, Richtung Radolfzell. Ah, schau, da kann ich mal vom Dönerstand kann man jetzt gewunken, weil ich nicht weiss, wer ich bin. Ich glaube, nie den TÜV leider gesehen. Auf dem TÜV. Und ja, ich habe das mal ein bisschen ein Thema rausgesucht, wo ich selber schon viel gedacht habe. Und ich kann gedacht, ich will auf meinem Kanal auch mal ein bisschen klarstellen. Ich könnte auch ganz gerne immer Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und zwar ist es so, warum werden wir TÜV-Fahrer von allen Leuten gehasst? Warum? Erstens, also, was ich grossartig wirklich denke, ist, das kennt sicher jeder. 75 Kubik TÜV. Die 75 Kubik TÜV oder 125er, die einfach gefühlt extrem laut sind. Vor allem 75er TÜV, die fucken mich auch selber extrem ab. Und umso kleiner der TÜV ist gefühlt, umso lauter ist. Ja, nein, wirklich dass die einfach auf dem Parkplatz oder am Bahnhof einfach unnötig den TÜV mit aufdrehen. Ja, das ist nicht gerade der Ruf der TÜV-Fahrer besser. Wow. Und natürlich auch, aber was ich wirklich muss sagen, ich habe das schon vielmals in dem Video gesagt, ist, wenn ich jetzt würde überholen will, der so dermaßen langsam fährt. Viele Leute denken dann, oh, der Krawallbruder, der Raser etc. Dabei überhole ich nicht, um zu zeigen, wie schnell ich bin oder wie gut dass ich TÜV fahren kann. Ich will dann nur überholen, weil es mir zu langsam ist, beziehungsweise weil am TÜV das Fahrzeug vor mir ist und dann hast du als TÜV einfach nicht die Sicht, wie du sonst hast. Oder? Ich habe die gleiche Sicht, das ist nicht schön, vor allem bei einem Lastwagen. Und dann kommt es auch noch so, habe ich ein anderes Thema an, und zwar bin ich einmal 50er-Zone gefahren, wo es relativ eng war, darum bin ich statt in einer 50er-Zone 50 zu fahren, bin ich 30 gefahren und dann nicht auf Last, sondern hat eigentlich relativ ausrollen lassen. Der TÜV relativ leislich. Da ist mir der gezeigt worden. Und ich habe mir nichts die Schulter kommen lassen. Ich bin ja genau so weitergefahren, weil ich gewusst, dass ich nichts falsch mache. Aber das ist eben auch das Problem bei vielen Leuten, dass der TÜV ist so laut, und weil der TÜV so laut ist, denken viele Leute, man fährt schnell, man ist am Rasen, oder? Obwohl ein scheiß Traktor oder scheiß LKW nur 100-mal lauter ist und vor allem Traktoren langsam sind, müsste man das vielleicht wissen, dass die Lautstärke nicht immer etwas mit der Geschwindigkeit zu tun hat, oder? Und dass man da ein bisschen links immer fährt. Das Ding ist auch, dass man als TÜV-Fahrer, es gibt ja ganz viele Hobbys, aber wenn man TÜV-Fahrer ist als Hobby, als Hobby, dann das kommt natürlich jeder mit über, der Nachbar kommt mit über, und der TÜV startet und so, du machst doch halt, wenn du selber nicht in dem Hobby drin bist, dann machst du halt viele Feinde so damit, oder und es ist natürlich nicht ungefährlich. Also ich rede nicht gerne darüber, dass es gefährlich ist oder wie auch immer, weil das ist eigentlich selbstverständlich. Es ist natürlich gefährlich als Autofahrer. Das ist natürlich ganz klar. Da muss man aber nicht großartig. Oh ja, der hat einen Hund drin, hast du gesehen? Ist natürlich klar, dass es gefährlich ist, aber was auch noch, aber da sind die scheiß Medien auch schuld. Es würde jetzt wahrscheinlich nie in einem Bild oder in der Schweiz Blick oder was auch immer für Heftchen, wenn es nicht TÜV-Zeitschriften sind, also normale Heftchen, wo der Normalbürger rüberkommt, dann steht normalerweise nicht drin, ja, ein TÜV-Fahrer hat einen neuen Honda und er hat damit irgendwie über die Straße geholfen. Es ist jemand, wie zum Beispiel beim Reaction-Video gesehen, da gibt es mega viele liebe TÜV-Fahrer. Da ist einer mit dem lass mich ausreden, kann ich noch reden? Nein. Da ist einer mit dem TÜV gefahren und ein Rollstuhlfahrer ist hinten rausgefallen und ist dann so auf den Boden gelegen. Es hat niemand geholfen, nur ein TÜV-Fahrer hat als erstes geholfen, da hat nur ein Autofahrer oder ein TÜV-Fahrer, ich habe das nicht gesehen, hat auch noch geholfen. So Sachen hat natürlich dann nicht gezeigt. Das ist eben das Problem. In so Zeitungen wird dann nur immer das Schlechte gemacht. Das heisst, du hast schon ein schlechtes Bild über TÜV, weil sie ja so laut sind, weil sie ja so schnell fahren. Und dann liegt da noch die Zeitung auf dem Tisch und dann steht da noch irgendwie
ja, ein TÜV-Fahrer durch den Wald durch mit 150 blitzt. Oder? Und dann steht dann nicht. Also dann steht wieder etwas Schlechtes. Oder? Und das ist halt auch sehr schade, dass man das nicht so fördert, dass man nicht einfach neutrale Sachen schreibt in der Zeitung oder dass man halt gute Sachen schreibt. Gut, es ist vielleicht auch so, dass man nicht lange recherchiert, man sieht etwas und dann wird halt das auch reingeschrieben, aber zwischen jetzt fahren wir, jetzt wird auch 100er Strecke und ich fahre jetzt noch 70. Ich könnte jetzt überholen und dann würde ich gerade wieder als Raser abgestampft werden. Aber jetzt, wenn ich hinter ihm fahre, ich sehe nur, also in der rechten Spur sehe ich jetzt nur das eine Auto, ich sehe sonst nichts. Ich sehe nur ihn. Links sehe ich etwas, aber sonst sehe ich nichts. Und das ist halt, ja, das ist halt nicht so schön. Das ist halt nicht so schön zum Fahren. Ich finde es auch immer ein bisschen blöd, wenn ich mit Leuten rede, die TÜV gefahren sind. Ich kenne 2 Leute persönlich, oder 3 Leute, die fahren jetzt immer TÜV, sind aber früher nicht TÜV gefahren. Und wenn ich sage, ja, ich fahre TÜV, das fährst du nicht TÜV, ja, 750er, 100. Und dann kommen gerade Geschichten. Ja, ich bin dort mal hat mal einer erzählt, ja, ich bin dort mal im Schwarzwald gefahren mit über 100 km schnell und so. Ja, das hat mich sehr viel gekostet. Ich habe kein Geld gehabt, da hat noch jemand vorbeikommen, mir das Geld bringen, weil ich nicht vom Polizeiposten weg und. Dann werden gerade so Geschichten erzählt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem einer, der extrem auf Straßenverkehr achtet. Ich habe schon vielmal gesagt, ich habe schon viele Sachen eingefangen bussen. Natürlich nie absichtlich, also es ist immer ein blöder Zufall gewesen, 100%. Aber sonst achte ich wirklich extrem auf die Straße. Also, ich glaube, mich kannst du nicht als typischer TÜV-Fahrer nehmen. Safe nicht. Oder dann gibt es jemand anderen, der gemeint hat, ja, er hat in 1000er, weiss ich was, einen TÜV gehabt. Und er hat Wheelies gemacht, Burnouts, was auch immer, er war voll der Held gewesen. Aber ganz ehrlich, das ist dann eben auch wieder so etwas, wenn das einer hört, wo nichts mit TÜV am Hut hat. Ja, ich habe eine 1000er Maschine gehabt. Ich habe Burnouts gemacht damit, ich habe Wheelies gemacht damit. Was kommt da für ein Bild über? Kommt da eher ein gutes Bild über oder kommt da eher ein schlechtes Bild über? Also, ich weiß ja nicht. Also, kann jeder selber denken, was er will. Das ist halt schade. Ich finde, man kann TÜV mit Auto überhaupt nicht vergleichen. Das Problem ist, du kannst den TÜV, der TÜV wird schnell mal nur als laut abgestempelt, weil ein TÜV hat je nachdem 200 Kilo, 200 PS, also 1:1. Und bei einem Auto ist das mal eher weniger so. Das heisst, ein TÜV kann wirklich auch mal schnell beschleunigen oder kann mal schnell noch laut sein, was bei einem Auto eher weniger der Fall ist. Vor allem jetzt wird die Autos immer leislicher, aber ich habe jetzt noch nie einen richtigen leislichen TÜV gehört. So. Ein TÜV, den man absolut gar nicht gehört hat. Gut, 125er mit Standardauspuff. Obwohl ich vorhin gesagt 125 sind laut, aber eben mit Standardauspuff sind sie dann auch eigentlich nicht unbedingt laut. Man lässt dort die EDW-Kill hören und dort so dann ein bisschen angehen. Und darum finde ich das auch ein bisschen lächerlich. Es gibt in Deutschland viel die verkehrsberuhigende Zone, beziehungsweise dass man ab dem Abend um 10 oder Abend um 8, ich weiss nicht mehr, Abend um 8, aber um 10, keine Ahnung, dass man dann nicht mehr 50 fahren, sondern 30 wegen dem Lärm. Aber ich würde sagen, mein Audi, der ist ja nicht laut, der ist ja überhaupt nicht laut. Ich würde sagen, mein Audi, ob der jetzt 50 fährt oder 30, das ist kein grosser Unterschied. Aber wenn du jetzt einen Traktor durchfahren lässt mit 30, der ist dann verdammt laut. Der braucht eine Ewigkeit, bis er an deinem Haus vorbei ist und ist nur lang laut. Also, ja. Siehst, jetzt könnte ich auch wieder Gas geben, aber, also abgesehen davon, dass es eine kurvige Strecke ist, aber dann würde ich vielleicht auch wieder als Raser abgestampft werden. Aber ich sage das ja auch viel bei euch,
Könnt euch nicht das Gefühl haben, dass das als Raser sein sollte. Absolut nicht. Es ist immer nur wegen der Sicht, wirklich. Wegen der Sicht und wegen dem Spann, wenn keiner vorne da ist. Euer Obscuro 94. Ciao.